Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ich muss ein bisschen schnell machen, Pressekonferenz geht schon los, von daher rein. Ton an. Und fangen natürlich mit dem Präsidenten an. Herr Heiner, es war ein sehr emotionales Wochenende. Wir sind nicht als Favorit auf die Meisterschaft ins gestrige Spiel gegangen, haben aber die Meisterschaft geholt. Heute haben die Frauen noch die Chance, deutscher Meister zu werden. Und dazu kam dann eben die Bekanntgabe, dass Jan-Christian Dresen neuer Vorstandsvorsitzender wird und damit der Nachfolger von Oliver Kahn und dass auch Hasan Salihamidzic nicht länger Sportvorstand des FC Bayern ist. Wie ist das ganze Wochenende für Sie so einzuordnen? Ja, zunächst mal guten Morgen, meine Damen und Herren. Als erstes freuen wir uns natürlich riesig, dass wir die deutsche Meisterschaft noch gewonnen haben. Wir haben auch ausgiebig gefeiert, wie Sie vielleicht an meiner Stimme erkennen können. Ich finde, es ist ein tolles Kompliment an die Mannschaft, dass sie bis zuletzt an sich geglaubt hat und auch in Köln gewonnen hat und dadurch das fast Unmögliche möglich gemacht hat. Denn wenn man ehrlich ist, hat außer uns selber wahrscheinlich in der ganzen Republik keiner mehr daran geglaubt, dass wir noch deutscher Meister werden können. Ja, das ist richtig. Wir haben die Chance, heute sogar noch eine zweite deutsche Meisterschaft auch nicht unser Verdienst, sondern eher, um 14 Uhr. dass Dortmund halt nicht gewonnen hat. Sputen, dass wir da zum Campus kommen. Die ganze Mannschaft der Männer wird auch draußen sein, um dann mit uns gemeinsam auf den Rathausbalkon zu gehen. Aber es ist auch fair zu sagen, dass obwohl wir deutscher Meister geworden sind bei den Männern, die Saison nicht so verlaufen ist, wie wir sie gerne gehabt hätten. Vor allem in der Rückrunde, in der zweiten Hälfte hat man gesehen, dass die Mannschaft nicht so gespielt hat, wie wir das uns alle wünschen, wie der FC Bayern das gerne hätte, Dominanz ausstrahlt. Und insofern haben wir uns natürlich auch sowohl mit der sportlichen Leitung wie auch im Aufsichtsrat darüber Gedanken gemacht. Wir haben Warnsignale gesehen, auf und außerhalb des Platzes, die uns dann am Ende des Tages zu dem Entschluss gebracht haben, dass wir mit Ende der Saison einen Neustart beginnen wollen. Und haben uns deswegen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic getrennt. Als Nachfolger von... Ja, ich wollte mal kurz testen, ob ich Pause machen kann und dann wieder da einsteigen kann. Oder? Froh, muss ich sagen, Sie alle wissen, Jan-Christian Dresen hatte eine andere Lebensplanung. Er wollte sich mit so jungen Jahren schon in den Ruhestand versetzen lassen, was ich überhaupt nicht verstehe. Und wir haben dann die Gespräche geführt und sind auch schnell zu einer Einigung gekommen. Sie alle kennen Herrn Dresen gut genug, der ist seit 10 Jahren im Unternehmen als Finanzvorstand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, kennt das Unternehmen in- und auswendig, ist unheimlich beliebt bei den Mitarbeitern, ist ein Faktor für Stabilität und für Sicherheit. Auch das können wir sehr gut im Moment bei unserer Belegschaft brauchen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir den Jan Dresen für diesen Job gewinnen konnten. Für den Sportvorstand suchen wir natürlich einen Nachfolger für den Hasan und wir haben uns natürlich auch dazu Gedanken gemacht, aber es ist noch zu früh und ich werde hier auch... Ja, wir zahlen wieder 30 Millionen an RB Leipzig. Also. Wie gesagt, es noch zu früh ist. Ja, vielen Dank, Herr Heiner. Jan, wie schon gesagt wurde, hattest du eine andere Lebensplanung, ob Ruhestand oder sonst was anderes. Was hat dich dann dazu bewogen, dem Ruf des FC Bayern als Vorstandsvorsitzender zu folgen? Ja, lieben Dank, Stefan. Auch von mir erst einmal ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen, auch wenn er schon etwas fortgeschritten ist. Ja, der Ruhestand wäre ein unruhiger Ruhestand geworden, aber sicherlich war meine Lebensplanung eine andere. Was hat mich bewegt? Ich habe hier vor über 10 Jahren, als ich die Nachfolge von Karl Hopfner antreten durfte, diesen FC Bayern als meine neue Heimat erlebt. Ich bin Teil dieses FC Bayern geworden und habe hier wunderbare Jahre verbracht. Das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben. Und jetzt durch diese Gespräche mit Herrn Heiner und dem Aufsichtsrat und die Frage, wenn man etwas wirklich gerne macht und das einem das Herz berührt, dann ist man auch bereit, seine Planung wieder zu ändern. Und deswegen habe ich natürlich das sehr gerne getan. Wenn der FC Bayern ruft, dann sollte man sich überlegen, ob man dem nachkommt. Und ich bin dem sehr gerne nachgekommen und möchte deswegen an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich sowohl Herbert Heiner als Aufsichtsratsvorsitzenden und dem gesamten Aufsichtsrat danken für diese Chance, für diese Aufgabe, die sicherlich die nächsten Wochen nicht leicht werden wird, aber das macht es umso reizvoller. Ja, da wohl recht.
Und damit kommen wir auch schon zu Ihren Fragen. Marc Gabel von RTL. Haben wir Mikrofone? Da. Ja, gut, ne? Mikrofon wäre schon nice. Guten Morgen zusammen, auch von mir natürlich erst einmal Glückwunsch zur 11. Meisterschaft. Eine Frage an Herrn Heiner. Es ist jetzt seit gestern tatsächlich viel spekuliert worden. Oliver Kahn hat auch einen Tweet und auch sich in einem Interview geäußert, dass es ihm untersagt worden wäre, mit nach Köln zu reisen. Wenn ja, stimmt das? Das ist schon hart. Also ich kann Ihnen gern den Ablauf der letzten Tage schildern. Ja, mach mal. Es war so, dass wir am Donnerstag, Uli Hoeneß und ich, mit Hasan Salihamidzic und mit Oliver Kahn die Gespräche geführt haben, weil wir es den beiden Betroffenen früh genug sagen wollten, damit sie auch Zeit haben, mit der Situation umzugehen, damit sie Zeit haben, sich ihre Gedanken dazu zu machen, auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen des FC Bayern München, die ja nicht nur Manager waren, sondern auch lange Jahre hier gespielt haben. Und wie Sie an den Bildern gestern gesehen haben, mit Hasan hat es sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns einvernehmlich vereinbart. Er geht mit nach Köln, ist mit dabei. Dass wir dann noch Meister werden, war noch schöner. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Und darauf haben wir uns dann am Freitagabend nochmal mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt in einer außerordentlichen Sitzung und haben die Abberufung von Oliver Kahn beschlossen. Und aufgrund dieser Situation konnte er dann natürlich auch nicht am Samstag mit nach Köln gehen. Wunderbar, dann Manuel Bunke von TZ Merkur. Wirft ein bisschen anderes Licht drauf, ne? Aber wie gesagt, ich werde nach der Pressekonferenz da ein bisschen was zu sagen. Auch eine Frage an Herrn Heiner. Herr Heiner, was hat den Club jetzt auch dazu eben bewogen, die geplante Aufsichtsratssitzung, die ja bereits verschoben wurde auf eigentlich nächste Woche, den 30., jetzt doch so schnell zu handeln, auch vor dem entscheidenden Spiel der letzten Meisterschaft? Also was muss da passiert sein? Naja, das habe ich ja gerade gesagt, dass wir natürlich, wenn Sie so eine Entscheidung mit zwei so verdienten Spielern und Mitarbeitern des FC Bayern München treffen, dass wir denen genügend Zeit geben wollen, auch mit der Situation umzugehen. Deswegen führt man solche Gespräche immer ein paar Tage vorher. Und das haben wir auch mit den beiden gemacht. Und wir sind natürlich mit dem Ziel reingegangen, für die beiden es so gut wie möglich zu machen und auch mit Respekt und Anstand. Aber leider hat es halt mit Oliver nicht geklappt. Und dann mussten wir als Aufsichtsrat entscheiden und haben uns eben dann auch kurzfristig am Freitagabend zusammengerufen, haben das in einer respektive in einer Videokonferenz gemacht und haben eben dann so entschieden. Wunderbar. Danke. Julian Wolf von der Welt. Na, wo ist er? Wo ist er? Ja, guten Morgen auch von mir an beide. Zunächst eine Frage an Herrn Heiner. Thomas Tuchel hat sich gestern in der PK so geäußert, dass es ja unterschiedlich gewertet wurde. Es gab sogar die Wertung, ob er auch an Rücktritt denkt. Können Sie einmal sagen, haben Sie mit Thomas Tuchel gesprochen? Ist er definitiv auch der Trainer in der neuen Saison? Und einmal an Herrn Dresen die Frage, wie wollen Sie in dieser schwierigen Situation jetzt den Verein befrieden? Wie ist Ihr Führungsstil? Wie würden Sie das beschreiben? Vielen Dank. Also zunächst mal muss ich sagen, dass wir von Thomas Tuchel absolut überzeugt sind. Er ist sicherlich einer der besten Trainer in Europa, hat es in vielen Stationen bewiesen. Ich glaube, da braucht man nicht lange darüber reden. Ich habe mit Thomas Tuchel am Freitag gesprochen, habe ihm die Situation erklärt und ihm alles erzählt. Er wusste es ja schon, hat er ja gesagt. Ein sehr, sehr gutes Gespräch und insofern gibt es da überhaupt keine Gedanken. Ich wüsste nicht, warum Thomas Tuchel nicht bei uns Trainer sein sollte. Jan? Ja, auf jeden Fall klare Worte hier. Ich bin schon seit über 10 Jahren beim FC Bayern. Dadurch kennen mich natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich kenne Sie. Ich bin also nicht der Neue, sondern eigentlich bin ich maximal der neue Alte, wenn Sie so wollen. Mir ist er ist auf jeden Fall super sympathisch. Wieder mehr zu einem Füreinander kommen. Ich hatte ja gestern die Gelegenheit, auch ganz kurz gestern Abend etwas zu sagen und es ist mir wirklich wichtig, füreinander und miteinander. Und ein bisschen Freude sollte dann auch noch dabei sein. Und meiner Meinung nach fängt es oben an. Deswegen ist mir sehr wichtig, dass wir im Team, im Vorstand, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat hier einfach das auch vorleben und Vertrauen zueinander haben. Und das muss man beweisen.
Das ist nämlich nichts, was man nur erzählt und verordnen kann. Das muss man dann täglich beweisen. Und wenn man das beweist, dann kommen die Mitarbeiter mit. Vielen Dank. Elisabeth Schlammer, bitte. Herr Heiner, vielleicht an Sie die Frage, weil Sie ja da noch mehr dafür zuständig sind als der neue CEO. Der Ablauf, halten Sie den für so glücklich, wie er gelaufen ist, dass praktisch mit Schlusspfiff bekannt wird, dass Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic... Ja, das war schon ein bisschen weird. Hätte man das nicht vielleicht, oder Sie haben ja auch, oder der Verein hat ja dafür ein bisschen Schelte bekommen, hätte man das nicht vielleicht etwas, sagen wir mal, stilvoller lösen können, nämlich ein paar Tage warten und dann das an die Öffentlichkeit, oder sagen Sie, das wird sich nicht halten lassen? Naja, also allein aus Ihrer Frage sehe ich schon, dass es nicht ganz so einfach ist, und für so eine Trennung gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Aber Sie wissen auch, dass nach dem letzten Spieltag, spätestens am nächsten Tag, die gesamte Mannschaft, die Spieler, die Trainer alle weg sind. Und es war uns sehr wichtig, dass A, die beiden Herren frühzeitig informiert werden, und B, und das war vor allem ein sehr großer Wunsch auch vom Hassan, dass er sich persönlich von der Mannschaft verabschieden kann. Das hat man gestern gesehen auch. Und deswegen haben wir gemeinsam abgesprochen, das nach dem Spiel zu machen. Und ich finde das auch absolut richtig. Das muss man auch einem Sportvorstand zugestehen, dass er die Chance hat, sich persönlich von seinen Spielern, von Trainern, die er zum großen Teil selber geholt hat, sich zu verabschieden. Und wie sowas gut gehen kann, hat man ja auch an dem Beispiel Hassan Salihamidzic gesehen. Kann man nachvollziehen, ne? Klaus Bergmann zuerst von der dpa und dann Georg. Aber wie gesagt, ich werde da nach der Pressekonferenz was zu sagen, weil ich kann jetzt hier nicht auf Pause drücken und hier... Herr Heiner, Sie haben gesagt, Uli Hoeneß hat eine entscheidende Rolle auch gespielt. Jetzt Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Uli Hoeneß und ich haben die Gespräche geführt. Dann gehe ich mal davon aus, dass Uli Hoeneß in diesem Gespräch eine entscheidende Rolle geführt hat. Vielleicht können Sie das dann bestätigen. Wie nah rückt er jetzt wieder an das Tagesgeschäft heran? Der zweite, über den viel gesprochen wird, ist natürlich Karl-Heinz Rummenigge, der ja nun auch, vor Oliver Kahn da war, für ihn den Platz geräumt hat und natürlich auch eine große Expertise oder auch internationale Kontakte hat, was man sicherlich sportlich jetzt beim Aufbau der Mannschaft nutzen kann. Wird er in den Aufsichtsrat kommen? Und Sie haben beide gesagt, oder Sie hatten noch gesagt, dass es Warnsignale gegeben habe. Deshalb hätte man handeln müssen. Können Sie das ein bisschen aus... Ja, wenn der Kalle Bock hat, musst du ihn auf jeden Fall in den Aufsichtsrat holen. Also zunächst zur ersten Frage. Sie wissen, dass Uli Hoeneß und ich sehr gut miteinander können und das seit 20 Jahren, seitdem ich im Aufsichtsrat bin und damals die 10% Anteil am FC Bayern auf der Adidas-Seite gekauft habe. Und insofern sind wir permanent im Austausch und haben auch beschlossen, dass wir die Gespräche zusammenführen, weil wir ja auch beide mehr oder weniger den Oliver Kahn eingestellt haben, weil Uli auch den Hassan Salihamidzic geholt hat und ihr beide natürlich auch sehr, sehr gut kennt. Und natürlich wird der Uli Hoeneß immer ein Ratgeber für uns sein, aber Sie haben gesagt, im Tagesgeschäft, die Auswechslung eines Vorstandes ist nicht Tagesgeschäft für uns, sondern es ist Aufgabe des Aufsichtsrates und das haben wir auch so gemacht. Zu Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge hat unheimliche Verdienste für diesen Club, hat einen unheimlich großen Fußballsachverstand und den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Und deswegen habe ich auch mit dem Karl-Heinz in den letzten Tagen intensiv gesprochen und wir werden am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen. Das hört sich gut an. Was hast du noch, Klaus? Genau. Die Warnsignale. Ja, ich würde sagen, auf der einen Seite war es natürlich die Art und Weise, wie wir in der Rückrunde gespielt haben. Das habe ich vorher schon ausgeführt und das haben Sie auch oft genug in den Medien geschrieben, dass es nicht der FC Bayern ist, so wie wir ihn uns vorstellen. Und das andere war, und das muss ich auch sagen, es gab schon eine gewisse Verunsicherung innerhalb der Mitarbeiterschaft, auch an der Sebener Straße, die wir als Warnsignale empfunden haben und die wir auch so wahrgenommen haben. Vielen Dank, Georg Holzner vom Kicker. Ja, so langsam haben wir alle Themen durch. Hallo, ich grüße Sie. Eine Frage auch noch an Herrn Dresen. Sie galten ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder als Kandidat bei der DFL.
Können Sie uns kurz mitnehmen, wie der Stand vielleicht konkret war in diesen vergangenen Wochen und was Sie letztendlich doch mehr vom FC Bayern überzeugt hat als von der DFL? Echt schwer. Boah, wollte ich gerade sagen, Alter, was für eine hohle Frage, Alter. Sie wissen, ich bin ja im DFL-Präsidium und insofern auch allein naturgemäß aus dieser Situation heraus hat man oft miteinander Kontakt und natürlich auch mit dem Vorsitzenden des Präsidiums, Aki Watzke. Aki Watzke und ich hatten in den letzten Tagen wirklich gute Gespräche, ein sehr respektables und sehr wertschätzendes Miteinander, das wir pflegen und auch einen wirklich guten Draht zueinander haben. Letzten Endes ist es so, und das hätte ich mir vorher gar nicht so gedacht, als hier ich gefragt wurde durch den FC Bayern in Person von Herbert Hainer, ob ich mir vorstellen kann, den Vorsitz beim FC Bayern zu übernehmen, ist mir diese Entscheidung leichter gefallen, als ich gedacht habe. Und deswegen habe ich dann auch unmittelbar in der vergangenen Woche Aki Watzke dann Bescheid gegeben und habe gesagt, dass ich nicht für die DFL-Geschäftsführung zur Verfügung stehe, natürlich selbstverständlich weiter dort im Präsidium sein werde und ihn unterstütze bei seiner Arbeit. Viele Meldungen. Ich muss Kerry Hau von Sport 1. Ich habe alle gesehen, ich werde alle. Ja, guten Morgen. Eine Frage an Herrn Hainer. Die letzten Monate waren ja auch sehr turbulent, diese Saison generell. Welche Lehren ziehen Sie auch aus so einer Saison? Weil ja auch schon viele Fans oft Kritik üben, das Mir Samiri geht so ein bisschen abhanden. Hinterfragen Sie sich da auch kritisch selbst? Nee, deswegen haben sie die beiden entlassen, Alter. Nachfolger Biene, ey. von Salihamidzic. Sie wollen da keine Namen kommentieren, verstehe ich, aber was ist dann das Profil? Also muss es ein gestandener Mann sein in diesem Posten quasi oder könnte es da auch einen Novizen geben, wie beispielsweise Salihamidzic eben damals? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, natürlich hinterfragen wir uns alle immer permanent, denn nur so kann man besser werden und das kenne ich aus meinem ganzen Berufsleben. Und natürlich gehen wir auch kritisch mit uns selber um, was wir besser machen können, wie wir es auch mit allen unseren Mitarbeitern oder als Aufsichtsrat mit dem Vorstand machen, das ist keine Frage. Zum zweiten Teil, natürlich suchen wir einen Sportvorstand, der die Ziele des FC Bayern München und die Ziele des FC Bayern München sind, sowohl national wie auch international an der Spitze zu stehen und ganz vorne mitzuspielen, der dieses Profil hat und das mit uns umsetzen kann und will. Und wie ich schon gesagt habe, wir spekulieren hier nicht über Namen, aber natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z. Und wenn wir den haben, dann den. Alles andere wäre jetzt auch fahrlässig, wenn wir jetzt sagen würde, ich hau da wieder einen Robben rein oder so, der keinen Plan von irgendwas hat. Also. Den Namen ich leider nicht kenne, Entschuldigung. Franziska Müllers vom ZDF. Herr Hainer, eine Frage. Thomas Tuchel sagte gestern, dass er bereits am Freitagabend informiert worden war. Wie war das mit den Spielern? Hat man sich bewusst dagegen entschieden oder wurden einzelne Spieler auch bereits informiert über die Entlassung von Herrn Salihamidzic und Herrn Kahn? Ja, wie Sie richtig sagen und ich vorher schon ausgeführt habe, habe ich Thomas Tuchel am Freitag informiert. Die Spieler haben wir ganz bewusst nicht informiert, weil wir gesagt haben, und das haben wir die ganzen letzten Wochen gesagt, wir wollen uns absolut auf das sportliche Ergebnis und die sportliche Performance konzentrieren. Deswegen hatten wir auch die Aufsichtsratssitzung um eine Woche nach hinten geschoben und deswegen haben wir auch die Spieler vorher nicht informiert. Das war auch mit Thomas Tuchel so abgesprochen, damit sie sich voll und ganz auf das Spiel in Köln konzentrieren konnten und wie man gesehen hat, im Nachhinein hat es ja funktioniert. Na, freut er sich doch. Vielen Dank. Martin Falk, die. Schönen guten Morgen, Herr Hainer. Es haben sich ja einige Gerüchte zuletzt als wahr erwiesen. Es gibt auch Berichte, dass Ihr Verhältnis zu Uli Hoeneß etwas gelitten hat in den letzten Wochen. Können Sie dazu was sagen? Und die zweite Frage, wenn ich es richtig sehe, sind mit Ihnen, Herrn Diederich und Herrn Dresen, jetzt 3 BWLer an der Spitze des Vereins. Ist das auch eine Art von Zeitenwende, nachdem immer nur Fußballprofis, ehemalige an der Spitze gestanden hatten, auch für die Ausrichtung vielleicht des FC Bayern in Zukunft? Also ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben, dass mein Verhältnis zu Uli Hoeneß etwas gelitten hätte. Ganz im Gegenteil haben wir in den letzten Wochen sehr intensiv zusammengearbeitet, weil wir eben aufgrund der Entwicklung mehr Gesprächsbedarf hatten und das ist nach wie vor sehr gut. Davon können Sie ausgehen. Nein, das ist keine Zeitenwende, wenn jetzt hier 3 BWLer beim FC Bayern dastehen. Wir wollen beim FC Bayern immer
Professionalität haben auf allen Ebenen mit aller Expertise. Und ich habe ja gerade gesagt, dass wir den Fußball-Sachverstand von Karl-Heinz Rummenigge auch wieder mit dazu nehmen, dass wir einen Sportvorstand suchen, der höchsten Ansprüchen entspricht. Und wir gehen alle davon aus, dass wir den FC Bayern mit diesen Personalien gut aufgestellt haben, um eben auch in der Zukunft so zu performen. Jetzt mal ganz im Ernst, also ein CEO muss auch kein ehemaliger Spieler sein, Alter. Da kommt es halt auf Expertise an. Haben wir ja jetzt gesehen mit dem Olli. Also. Herr Heiner. Aber wie gesagt, gleich mehr dazu. In welchem Zustand befindet sich der FC Bayern aktuell? Was würden Sie sagen? Sie haben ja jetzt auch viel miterlebt. Sie standen ja auch hinter der Entlassung von Julian Nagelsmann. Und was ist da genau passiert jetzt in den letzten Wochen, dass Sie auch gesagt haben, wir trennen uns von Kahn und auch von Salihamidzic? Und eine Frage an Herrn Dresen, Glückwunsch zu der Stelle. Wie schnell muss das jetzt gehen, einen Sportvorstand zu finden? Weil die Mannschaft muss gebaut werden. Welchen Einfluss werden Sie nehmen auf die Mannschaft? Nee, wir lassen uns jetzt ein halbes Jahr Zeit, damit wir keine neuen Spieler verpflichten. Wird sich das bei Ihnen dann ausüben? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, Herr Plettenberg, ich glaube, das haben Sie alle gesehen und haben ja auch immer wieder geschrieben, dass wir vor allem seit der Winterpause eben nicht mehr so gespielt haben, wie wir uns das als FC Bayern vorstellen. Wir hatten 9 Punkte Vorsprung in der Winterpause auf Borussia Dortmund und waren vor dem gestrigen Spiel 2 Punkte hinter Borussia Dortmund. Und das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir vom FC Bayern erwarten. Aber es waren nicht nur die Ergebnisse, sondern auch teilweise die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat uns überhaupt nicht zufriedengestellt. Man hat gerade vor allem bestimmten Spielen gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit oder wenn wir ein Gegentor bekommen haben, nicht mehr so stabil waren, wie wir das gerne gehabt hätten. Gegen Leipzig, fand ich, war das sehr, sehr offensichtlich. Und all diese Dinge haben uns eben bewogen, dann die Entscheidung zu treffen. Ja, vielen Dank. Nee, der Herr Dresen. Oh, pardon, Jan. Kein Problem, ich hätte mich zu Wort gemeldet. Ja, sehen Sie, ich hatte vorhin gesagt, Team. Und jetzt hat Herr Heiner ja schon gerade gesagt, dass das Team ergänzt wird durch Karl-Heinz Rummenigge. Wir haben im Aufsichtsrat, und das ist ein beratendes Gremium neben der Kontrollfunktion, viel Expertise im Sport. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir aktuell keinen Sportvorstand haben. Wir haben sowas schon mal gehabt. Ich darf daran erinnern, als damals Matthias Sammer ausgeschieden ist aus gesundheitlichen Gründen, haben wir eine ganze Weile eine Zeit gehabt, wo wir auch keinen Sportdirektor oder Sportvorstand im Team hatten. Und in dieser Zeit habe ich sehr intensiv sogar mit Karl-Heinz Rummenigge das Transfergeschäft betrieben. Und es war ja nicht ganz unerfolgreich, wenn man sich die Jahre anschaut. Heißt nicht, dass ich jetzt die große sportliche Expertise dort einbringe. Aber in dem Team werden wir in absehbarer Zeit einen Sportvorstand haben. Wir haben neu im Team Karl-Heinz Rummenigge, wir haben immer noch im Team Uli Hoeneß und wir haben vor allem auch im Team einen Thomas Tuchel. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, dann gehört es zum Kerngeschäft. Fußball ist unser Kerngeschäft und natürlich werde ich mich als Vorstandsvorsitzender dort einbringen, aber in angemessener Form. Vielen Dank. Ich würde gerne erst die klare erste Worte Runde zu Ende drehen. David Vierhoff von der Bild. Eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein sehr gutes Verhältnis mit Ake Watzke. In den letzten Jahren gab es immer mal Giftpfeile, die hin und her flogen zwischen Dortmund und München. Für uns ja manchmal auch ganz nett. Wow, der Kalle hat auch ein gutes Verhältnis. Sagen wir es uns leider darauf einstellen, dass es ein sehr kollegiales und respektvolles und immer freundliches Verhältnis mit dem BVB wird? Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja? Man kann ja große Rivalität haben und trotzdem freundlich miteinander umgehen. Das gibt Ihnen vielleicht weniger zum Schreiben, aber deswegen ist der sportliche Ehrgeiz genau der gleiche, den wir immer den letzten Jahre auch schon hatten. Wir wollen auf Nummer 1 stehen und Dortmund soll auf Nummer 2 stehen. Und das ist uns gestern im Herzschlagfinale wieder gelungen. Und nun schauen wir mal, wie es in der nächsten Saison wird. Aber trotzdem finde ich, und ist meine persönliche Überzeugung, dass respektvoller Umgang, auch wenn man unterschiedlicher Meinung manchmal sogar ist, wertvoll ist und das einem auch dauerhaft viel mehr bringt, als sich zu streiten. Vielen Dank. Und um die erste Runde zu beenden, würde ich erst Sie und dann Sie bitten. Wie viele Runden drehen wir denn? Wenn Sie vielleicht der Dame ein Zeichen geben.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und herzlichen Glückwunsch zum Posten. Ich kann nur aus unserer Community sagen, dass die Community-Mitglieder sehr happy sind mit der Entscheidung, Herr Wer bist du denn? mit dem Posten zu beauftragen. Also da nur herzlichen Glückwunsch. Eine Frage zur Situation gestern, weil wir auch in der Community viel Diskurs darüber hatten. War das ein Maulwurf oder war das genauso geplant, dass ungefähr nach 5 Minuten nach Abpfiff vor dem Heben der Meisterschale von Manuel Neuer die Information rauskam? Nicht als Vorwurf, eigentlich nur als Frage, weil man es gerne richtig stellen würde und den Fans sagen würde, nein, das war so geplant, da ist kein Maulwurf im Spiel, weil das bei uns in der Community sehr arg diskutiert wurde. Bei Nagelsmann war es ja auch damals vermutet und jetzt hatten sie es wieder vermutet. War das ein Maulwurf? Hat man da ein Problem irgendwo intern, das was rausgeleakt wird, oder war das tatsächlich ganz genauso geplant? Nein, das war nicht so geplant. Der Plan ist natürlich, dass wir es zuerst der Mannschaft sagen und dann aber zeitgleich auch nach draußen geben, damit die Öffentlichkeit informiert ist. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es 5 Minuten vorher rausgekommen ist, weil ich unten am Platz war und mit den Spielern gefeiert habe. Aber der Plan war, dass wir es beides gleichzeitig machen, die Spieler zu informieren und dann auch an die Öffentlichkeit geben. Was auch sinnvoll ist nach meinem Dafürhalten. Das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wo was gestanden ist. Vielleicht Sie da. Vorher war die Meldung als Spekulation wurde veröffentlicht, aber das planen wir natürlich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Dann darf ich Sie noch bitten. Ich müsste auch mal zu so einer Pressekonferenz, Alter. Ich sag dann auch, von der Community habe ich einige Fragen, Alter. War bestimmt von FC Bayern Insight oder so. Hallo, Herr Heiner. Noch ein paar Detailfragen zum Ablauf von der Entlassung von Oliver Kahn, weil er vor ein paar Minuten noch mal einen Tweet oder auf seinem Twitter-Account ist ein Beitrag erschienen, wo er schreibt, dass er am Freitag mit Ihnen ein Telefonat geführt hat, wo ihm die Entscheidung mitgeteilt wurde. Sie meinten vorher Donnerstag. Vielleicht können Sie noch mal den Tag klären. Er meint, es sei ein sehr ruhiges und sachliches Gespräch gewesen. Wenn Sie sagen, es hat nicht geklappt, was hat da nicht geklappt? Und vielleicht die letzte Frage, weil dann gestern vor dem Spiel die Information verbreitet worden ist, unter anderem der dpa gegenüber, dass Oliver Kahn krank sei. War das dann gelogen oder war er wirklich krank? Also zunächst zum Ersten. Ich habe das gerade vorher erfahren, dass Oliver Kahn diesen Tweet abgesetzt hat und ich bin schon verwundert darüber, weil der Uli Hoeneß und ich am Donnerstag um 11 Uhr mit ihm das Gespräch geführt haben und ihm mitgeteilt haben, dass wir uns von ihm trennen. Wir hatten dann vereinbart, dass Oliver und ich am Freitag telefonieren, weil wir ihm gesagt haben, er soll über die Situation nachdenken. Wir würden das gern einvernehmlich mit ihm beenden und schlafen eine Nacht darüber, denken einen Tag darüber nach und rufen mich am Freitagmittag an. Und dann haben wir am Freitagmittag telefoniert und es war ein ruhiges, sachliches Gespräch, wo ich ihn auch nochmal auf die unterschiedlichen Schritte hingewiesen habe. Und dann ist nichts mehr passiert, sodass wir uns dann am Freitagabend eben als Aufsichtsrat zusammensetzen mussten. Und was war nochmal der zweite Teil Ihrer Frage? Ja, das hat er uns dann am Samstagmittag mitgeteilt, dass er eine Sommergrippe hat und im Bett liegt. Ich glaube, so war es, oder? Im Bett liegt. Das hat er uns mitgeteilt am Samstagmittag. Ei. Ja, ich kann jetzt nicht alles kommentieren, was er geschrieben hat, aber dass er uns geschrieben hat, er hat eine Sommergrippe und liegt im Bett, das haben wir auf unserem Handy. Das stimmt jetzt nicht so, was Sie sagen, sondern habe ich ja vorher erzählt, am Freitag aufgrund der ganzen Geschichte und dass er dann abberufen wurde, konnte er natürlich dann nicht mehr mitkommen. Ja, also jetzt mal ernsthaft. Jetzt würde ich sagen, machen wir noch 3 Fragen. Ja, machen wir. Mir brennt's auf die Zunge. Würde ich noch mal bitten, den Marc Gabel von RTL. Eine Frage an Herrn Dresen. Sie haben sowohl auch gestern als auch jetzt eben nochmal, ich sag mal so Begriffe wie Zusammenarbeit, Zusammenrücken, Vertrauen nochmal ganz explizit erwähnt. In den Zeiten, wo es sich eigentlich fast nur um sportliche und wirtschaftliche Aspekte dreht, ist das wahrscheinlich eine Sache, die so ein bisschen zu sehr in den Hintergrund geraten ist in den letzten Wochen und Monaten. Wenn ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, Nahbarkeit, Fannähe, Menschenführung. Ist das eine Sache, die Ihnen ganz wichtig ist und ja offensichtlich auch etwas, das halt in den vergangenen Monaten einfach zu kurz gekommen ist aus Ihrer Sicht?
Also wenn ich es jetzt einfach machen würde in der Antwort, würde ich sagen, ja. Das ist zu kurz gekommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was auf dem Platz stattfindet, auch Ausdruck ist, wie es insgesamt im Club und auch im Unternehmen ausschaut. Letzten Endes haben wir ein Geschäft, das ist ein Mannschaftssport, das funktioniert nun im Team und das Drumherum ist aber auch ein Team. Und das sind ja die Werte, die Sie gerade sagten, oder diese Attribute, klingen ja teilweise sehr, sehr traditionell konservativ. Aus meiner tiefen Überzeugung ist es aber genau das, worauf es ankommt, wenn du langfristig erfolgreich sein willst. Wenn die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben, wenn man sich einander vertraut, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du dir immer nur überlegst, was mag der andere gerade Schlechtes über dich reden oder was könnte er dir jetzt womöglich für welche Steine in den Weg legen. Das ist doch, kann nicht die richtige Aufgabe sein und so kann man nicht zusammenarbeiten. Das gilt ja auf dem Platz ganz genauso. Wenn die Spieler einander nicht vertrauen und wenn sie sich nicht blind verstehen, dann machen sie, das haben wir gesehen, Egoismen dort haben, dass sich jeder selber darstellen muss, dann bist du im Team einfach schlechter. Und das sehe ich als eine meiner sehr großen und wichtigen Aufgaben, da wieder mehr hinzukommen. Dazu gehört auch, das hatten Sie noch erwähnt, Fans und Fannähe. Jeder, der mich hier etwas länger kennt, weiß, dass ich da großen Wert drauf lege. Und mir macht das auch Spaß. Ich mache das nicht, weil ich es machen muss, mir macht das Spaß. Und ich möchte mit Menschen mich unterhalten können und ich begegne Menschen offen. Dazu gehört, dass man auch mal durchaus kontrovers diskutiert. Man muss schon gar nicht immer einer Meinung sein. Aber wenn man das hinkriegt, trotzdem einander zu mögen, obwohl man nicht immer einer Meinung ist, und mögen gar nicht im Sinne des Wortes sich um die Arme fallen, dann glaube ich, machen wir es genau richtig und das sollte den FC Bayern wieder viel mehr auszeichnen, als das in den letzten Wochen der Fall war. Darf ich Sie bitten? Stabile Antworten hier heute. Bin ein bisschen überrascht. Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und auch zum neuen Job, Herr Dresen. Sie haben eben eindrucksvoll geschildert, wie sehr Ihr Herz für den FC Bayern schlägt, eigentlich seit 10 Jahren. Und doch haben Sie sich ja vor einer Zeit entschieden, den FC Bayern zu verlassen. Was war das denn jetzt eigentlich der genaue Grund für diese, wenn man so will, diese Rückkehr bzw. diesen Abbruch der Abreise? War das mehr die Aussicht auf diesen Job oder war das auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, vielleicht, dass Oliver Kahn halt nicht mehr da sein würde? Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Ich hätte gesagt, meine Überzeugungskraft. Also damals habe ich mich ja entschieden, vor ja bald einem Jahr oder ein Dreivierteljahr ist es her, weil ich einfach gesehen habe, dass die Dinge, die ich sehr gerne mache, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit und manchmal ist es ja auch so, es zeichnet einen ja durchaus auch aus, wenn man im Zeitpunkt des Erfolges, wo es wirklich gut ist und wo jeder auch den Wert schätzen kann, den man als Beitrag geleistet hat, wenn man dann auch mal geht und was Neues womöglich macht, weil das ja auch spannend ist. Das hat mich damals bewogen. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit, natürlich haben Herr Heiner und ich in den letzten Tagen Gespräche geführt. Was hat mich da bewogen? Wenn Sie die Chance kriegen, Vorsitzender des wichtigsten Clubs Deutschlands und einen der wichtigsten Clubs in Europa zu werden, Vorstandsvorsitzender, dann ist das etwas, was sehr, sehr selten oder eigentlich gar nicht im Leben passiert. Und wenn Sie das dann noch als gebürtige Ostfriese angeboten bekommen, dann brauchte ich da nicht so lange überlegen. Und deswegen habe ich aus ganzer Überzeugung Ja gesagt. Vielen Dank. Jetzt machen wir noch 4 Fragen. Die Dame dort oben, der Aha, waren wir nicht gerade noch bei die letzten 3 oder was? Noch nicht kenne. Jetzt werden Sie ihn mir verraten. Okay. Gut. Luisa Scheller vom Bayerischen Rundfunk. Hallo. Hallo. Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir haben gestern noch gesehen, dass Sie, Herr Heiner, mit Hasan Salihamidzic doch diskutiert haben auf dem Platz, recht lebhaft. Was musste denn da kurz nach Titelgewinn so heiß diskutiert werden? Ja, wir haben uns über die Abendveranstaltung unterhalten und dass er doch mitkommen soll. Das hat ja, wie gesagt, gut geklappt. Ich glaube, er war einer der Letzten, habe ich zumindest gehört. Ich bin früher gegangen. Sie mögen wissen, dass Hasan und ich ein sehr gutes Verhältnis haben miteinander und das soll auch so bleiben. Dann Florian Plettenberg bitte nochmal von Sky.
Eine Frage noch an Herrn Heiner. Beim kommenden Pokalfinale stehen sich ja mit Eberl und Krösche 2 Geschäftsführer, Sportdirektoren, Sportvorstände gegenüber. Würden Sie sagen, das sind so die 2 interessantesten deutschen Sportbosse auf dem Fußballmarkt? Und eine Frage noch an Herrn Dresen. Die Abfindungen für Kahn, Salihamidzic, Nagelsmann, die gehen ja über 10, über 15 Millionen Euro. Sie als ehemaliger Finanzchef, bekommt man da so ein bisschen Schüttelfrost? Oder wie geht man jetzt damit um, dass man wirklich noch sehr, sehr hohe Posten hat, um eben entsprechende Mitarbeiter abzufinden? Danke. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, ich denke, dass die beiden sehr, sehr gute Sportvorstände sind. Wenn sie mit ihren Vereinen im DFB-Pokal-Endspiel sind, da wären wir auch gerne gewesen. Ja, und zum zweiten Teil oder zur zweiten Frage, ja, was soll ich ja jetzt sagen? Wir werden dieses Jahr ein wirklich gutes Ergebnis zeigen. Er ist schon super sympathisch, das setzt oder? uns natürlich auch in die Lage, vernünftig und Bayern-like, sprich großzügig mit solchen Dingen umzugehen. Und letzten Endes gilt es immer, Verträge zu erfüllen. Das ist das Wichtige. Ja? Sie müssen einfach verlässlich sein. Und das werden wir tun und das werden wir in gebotener Art und Weise tun. Und dann sind hoffentlich auch alle zufrieden. Vielen Dank. Jetzt machen wir die letzten 2 Fragen. Klaus Bergmann von der dpa nochmal und dann noch Manuel Bunke hier vorne von TZ Merkur. Herr Dresen, wie lange läuft denn Ihr Vertrag? Oliver Kahn hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Damals, würden Sie das noch sagen? Das hätte ich jetzt in der Tat an Herbert Heiner weitergegeben, die Frage, weil er ist ja sozusagen mein Chef und Aufsichtsratsvorsitzender. Kein Problem. Wir haben mit Jan Dresen einen 2-Jahres-Vertrag vereinbart und ich glaube, das kann ich sagen, wir waren beide sehr happy damit, weil wir gesagt haben, wir starten jetzt neu, machen das zusammen und je nachdem, und da bin ich absolut überzeugt, werden wir da einen tollen Erfolg haben. Ich kenne Jan Dresen seit 10 Jahren, ich war im Prüfungsausschuss, haben wir lang zusammengearbeitet und wir waren beide mit der Situation sehr zufrieden. Kann ich so sagen, oder? Und wenn ich ergänzen darf, ich habe in den fast 10 Jahren gemeinsamer Arbeit mit Kalle Rummenigge gelernt, dass wir in einem ziemlich kurzlebigen Geschäft sind. Und Kalle Rummenigge hat eigentlich immer nur auf ein Jahr geplant. Und deswegen war mir die Laufzeit meines Vertrages auch nicht wirklich wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ein Jahr wäre mir dann doch zu kurz gewesen. Ein Jahr wäre zu kurz gewesen, ja, da hätte ich ja nicht so viel umsetzen können. Okay, dann das Finale Furioso mit... herrlich. Doppelfrage. Herr Heiner, können Sie nachvollziehen, wenn man jetzt mal zurückblickt, Hansi Flick, der Abgang, ging nicht ganz geräuschlos über die Bühne, Julian Nagelsmann Entlassung war auch nicht ganz geräuschlos, jetzt mit Oliver Kahn gibt es ja, weiß nicht, droht eine Schlammschlacht, da besteht ja Aussage gegen Aussage, was die Entlassung betrifft. Können Sie nachvollziehen, dass der Eindruck erweckt wird, dass der FC Bayern in den letzten 1-2 Jahren ja den Stil verloren hat, den Club auch immer ausgezeichnet hat? Und Frage an Herrn Dresen, wir haben vorher kurz über die Kaderplanung gesprochen. Welche Rolle wird denn Marco Neppe in dieser Position dann einnehmen? Bleibt er dem Club erhalten oder schließt er sich oder muss er sich dem Sportvorstand anschließen? Also ich darf eins dazu sagen, Herr Bunke, zu der Frage mit dem Stil. Es hat beim FC Bayern auch früher Trainerentlassungen gegeben, wenn ich an Otto Rehhagel oder Jürgen Klinsmann denke, die auch nicht allzu lange hier waren. Es ist natürlich im Fußball so, dass der FC Bayern unheimlich hohe Ansprüche hat. Die stellen wir an uns alle, die stellen wir auch genauso an die Mannschaft und an das Trainerteam. Und wenn bestimmte Dinge nicht so laufen, wie wir uns das alle vorstellen, dann muss man auch handeln. Teilweise haben wir auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Verein und Trainerteam, wie es laufen sollte. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Das ist nun mal so in dem Geschäft, das ist nichts Neues. Aber in puncto Stil, ich kann nur noch mal sagen, weil Sie das ja, glaube ich, auch im Hinblick jetzt mit Oliver Kahn angesprochen haben. Oliver Kahn ist ein hochverdienter Spieler des FC Bayern und wir wollen alles tun, damit er auch in der FC Bayern-Familie bleiben kann. Er hat hier 14 Jahre als Spieler gespielt, hat jetzt über 3 Jahre hier gearbeitet. Aber wenn eben bestimmte Dinge getan werden müssen, dann muss der Aufsichtsrat auch handeln und das haben wir gemacht. Und Sie haben bestimmt mein Zitat auch gelesen, das ich gegeben habe zu Oliver Kahn. Das ist überhaupt keine Frage, dass wir respektvoll mit ihm umgehen. Aber da gehören halt auch immer beide Seiten dazu, das muss man ganz klar sagen. So sieht's aus. Genau, dann war noch Herbert Heiner hat mich am Freitag frühen Abend angerufen, um mich über die Entscheidung des Aufsichtsrates zu informieren, dass man mich zum Vorsitzenden beruft. Es ist jetzt keine 48 Stunden her.
Deswegen möchte ich mir tatsächlich gerne die Zeit nehmen, die Dinge vernünftig anzuschauen. Und wenn ich davon rede, dass man respektvoll miteinander umgeht, dann gehört auch dazu, dass man sich eine umfassende Kenntnis verschafft und dann auch Entscheidungen trifft, aber genau in der Reihenfolge. Und wenn man dann Entscheidungen trifft, dann macht man das auch miteinander. Und das ist eigentlich das, was ich mir fest vorgenommen habe. Deswegen werde ich auf diese Frage so heute nicht ganz konkret antworten können, aber konkret ist definitiv, dass wir uns die Zeit nehmen und nach vorne weiter angreifen wollen. Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Ja, wild. Ich hoffe, alle drücken die Daumen fürs Frauenfinale von uns und es ist noch ein bewegter FC Bayern Sonntag. Also, schönen Tag noch. Danke. Ja, tschüss und schönen Sonntag. Tschö. Ciao. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Ei. Ja, schwierig. Schwierig für mich so zu reagieren, aber wenn hier die Pause nicht geht, ich weiß nicht, ich habe es vorher noch auf YouTube gesehen gehabt, dann war es auf einmal nicht mehr da. Ich habe es nicht gefunden, keine Ahnung. Deswegen war es jetzt auf der Bayern-Seite, von daher konnte ich da jetzt nicht einfach so Pause drücken. Aber sei es wie es ist. Also erstmal, wo ich das gestern Abend dann gelesen habe, von wegen, ja, Oli Kahn darf nicht an der Feierlichkeit teilnehmen, da dachte ich mir, da war ich schon kurz davor, noch ein Video rauszuballern. Zum Glück habe ich es nicht getan, weil das wäre dann der Sache nicht gerecht geworden. Ne? Also um das erstmal klarzustellen, wenn man, so wie es jetzt kommuniziert wurde, wenn man sich da am Donnerstag hingesetzt hat und mit den beiden gesprochen hat und versucht hat, eine einvernehmliche Lösung zu finden, ja, und der Olli das dann nicht möchte, dann auf seinen Vertrag bestanden hat. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendwie um Geld geht, weil ich denke, auch bei einer einvernehmlichen Lösung werden die da dementsprechend entschädigt werden. Ja, da muss man sagen, ist er dann am Ende des Tages auch selber schuld. Ja. Weiß ich nicht, zeigt dann so ein bisschen auch wahrscheinlich das, was kritisiert wurde am Olli. Ja, ich habe ja immer auch die letzten Wochen gesagt, so, ich für meinen Teil, Brazzo muss gehen. Warum, wieso, habe ich ausführlich schon dargestellt. Kann ich später vielleicht noch mal ein bisschen dazu sagen. Und Olli hätte ich vielleicht noch mal die Chance gegeben. Aber wenn man das jetzt so hört, ist da ja oder muss da ja menschlich also viel im Argen gewesen sein. Ja. Und wenn man sich dann da auch hinstellt als Oli Kahn und dann irgendwie ja jetzt darauf pocht, so, nee, ich habe hier Vertrag, weiß ich nicht, fühle ich da nicht wirklich. Also man ist ja auf ihn zugegangen, hat gesagt, pass auf, wir wollen uns von dir trennen, entweder machen wir das einvernehmlich, dann kannst du hier und da dabei sein und hast einen schönen Saisonabschluss, kannst dich verabschieden. Oder aber wir müssen halt eine außerordentliche Sitzung einberufen und dich abwählen. So, also es war ja nicht die Alternative, dass er nicht gehen wird. Ja. Und dann finde ich schon arg fragwürdig, dann zu sagen so, ja, nee, ich habe hier Vertrag und dann ist das so. Ja. Und ich werde hier nicht freiwillig gehen oder einvernehmlich gehen. Ja, und dann gibt's halt eine außerordentliche Betriebsversammlung, hätte ich jetzt fast gesagt, eine Versammlung, Aufsichtsratsversammlung, und dann wurde er abgewählt und damit war das Thema durch und dann kann er halt auch nicht an irgendwelchen Feierlichkeiten teilnehmen oder sonst was. Dann muss man sich aber auch nicht dahinstellen als Oliver Kahn und auf Twitter irgendwie raushauen, mir wurde untersagt, dabei zu sein, mi. Sorry, Olli, ganz ehrlich. Ja, Olli, super verdienter Spieler. Der Heiner hat es ja auch gesagt, der hätte auch keinerlei dreckige Wäsche gewaschen, hat auch gesagt, der hat noch ein gutes Gespräch gehabt am Freitag und so weiter. Ja, der Club steht über allen. Punkt. Immer. Immer und jederzeit. Ja. Und da muss man vielleicht auch die Größe haben, zu sagen, ja, für den Club, so wie es der Brazzo getan hat, also Chapeau am Brazzo dafür. Erstmal, wenn man auch gesehen hat, wie der Brazzo gestern mitgelitten hat, ja, wurde ja oft genug eingeblendet und wie er sich dann auch von jedem Spieler verabschiedet hat. Ja, finde ich das der bessere Weg, als sich da irgendwie stur zu stellen und sagen, ja, dann müsst ihr mich halt abwählen. Ja, also, I don't know. Und wenn es dann da wirklich darum gehen sollte, keine Ahnung, weil er, wenn man gehört, 5-Jahres-Vertrag, dass er dann da auf seine Abfindung pochen kann oder sowas, dann wäre es ja noch trauriger. Ja, also
weiß ich nicht. Also diese Aktion vom Olli fühle ich jetzt so gar nicht. Ja? Und das sage ich als einer, der den Olli in seiner Spielerkarriere vergöttert hat. Ja? Aber da scheint ja echt dann, auch jetzt, wenn man so die Aussagen hört, menschlich viel, viel im Argen gewesen zu sein, ne? Was die Führungsstrategie angeht vom Olli. Ich meine, man hat ja auch mal gelesen gehabt, dass er da seinen komischen Dude mitgebracht hat, mit dem er das Studium gemacht hat und der dann da diese Auslandsgeschichten übernommen hat und dass man gar nicht direkt zum Olli durchkam, immer alles nur über ihn ging und so weiter, ist dann halt schon schwierig, ja, wenn das wirklich alles so sein sollte. Gut, kommen wir zum Neuen, zum Dresden. Ich denke, man hat es schon gesehen, ist ein Mensch, der weiß, wovon er spricht, hat eine super sympathische Art und ich denke, ist der richtige Mann für diesen Job. Nochmal, als CEO eines Fußballclubs muss man nicht unbedingt ein altgedienter Spieler sein. Da sind andere Sachen viel, viel wichtiger, wie wir jetzt auch gesehen haben. Menschenführung, Teamführung, und natürlich auch mehr die Vermarktung und so weiter. Olli hat ja ein Studium gemacht und so weiter und so fort, wo ich eigentlich dachte, das passt. Aber wie wir jetzt gesehen haben, hat es ja anscheinend von der Menschenführung her nicht gepasst. Und nochmal, ich finde es dann auch schwierig zu sagen, ja hier, das ist mein Dude, mit dem habe ich das studiert, der hat mir geholfen. Den bringe ich jetzt hier mit, der macht jetzt die Auslandsvermarktung des FC Bayern, was ja eigentlich so im Großen und Ganzen sein Job sein sollte. Oder mit ein Teil seines Jobs. Dass man ein bisschen was delegiert, ist okay, aber dass man sich dann da irgendwo komplett rausnimmt, weiß ich nicht. Können wir natürlich auch alles ein bisschen schlecht beurteilen, ist halt das, was man gelesen hat. Sei dahingestellt, wie gesagt, die Art und Weise, haben wir jetzt gehört, dass es eher vom Olli ausging. Ja, und von daher habe ich da kein Mitleid mit. Ja, gestern habe ich das noch anders gesehen, auch bei seinen Aussagen, aber ich finde es gut, dass jetzt diese Pressekonferenz kam. Und dass auch klargestellt wurde, dass man die Gespräche geführt hat und denen das angeboten hat. Und wenn man es dann ablehnt, ja, dann ist das halt so. Dann ist das der Lauf der Dinge, dann wird man abgewählt. Und wenn man dann abgewählt ist, darf man halt auch nicht zu irgendwelchen Feiern kommen. Das hat er sich dann aber auch selbst zuzuschreiben. Und zeigt dann leider auch ein bisschen, woran es wahrscheinlich gehapert hat. Ja, finde ich sehr schade. Der Zeitpunkt, habe ich mir gestern auch Gedanken zu gemacht, dass man das so jetzt 5 Minuten nachdem er Meister geworden ist und dann da so ein Spieler damit konfrontiert wird, oder halt auch ein Tuchel auf der Pressekonferenz danach. Fand ich auch kritisch, schwierig, aber wenn man jetzt die Argumentation hört, finde ich schon schlüssig. Ja? Also ich finde es schon gut, dass dann ein Salihamidzic die Chance hat, sich halt von der Mannschaft zu verabschieden, von den einzelnen Spielern. Das hat man ja auch gesehen nach dem Spiel, ja. Auch wenn man das Interview dann noch bei ran.de gesehen hat vom Brazzo, wo er den Tränen nahe war und so weiter, war ja schon sympathisch. Was heißt sympathisch? Mit Tatsache menschlich leid für ihn, aber auch nur menschlich. Ja, sportlich gesehen und postenbezogen tut es mir nicht leid. Brazzo musste gehen, da gab es keine Alternative. Ja, von daher finde ich das Argument richtig und gut so und so muss es sein. Dass es dann irgendwie 5 Minuten vorher rauskam, bevor es die Spieler wussten, ja, drauf geschissen, Alter, ist mir ehrlich. Wenn du gerade Meister wirst, dann feierst du halt auch erstmal da 10, 20 Minuten auf dem Platz und ist doch klar, dass du dann nicht da alle einsammeln kannst und sagen kannst, ja, hier, so sieht das jetzt aus. Ja, hat ja keiner mehr mitgerechnet, dass wir noch Meister wären. Ne? Von daher war das wahrscheinlich ein bisschen anders geplant. Gut, also von daher finde ich das völlig okay. Zu der Außendarstellung, die letzten 1, 2 Jahre, so das Verlorengehen des Mir-Samir-Gefühls und so weiter. Ja, habe ich auch so gefühlt. Zumindest was man so mitkriegt, die Außendarstellung, auch diese, wie gesagt, die Nagelsmann-Geschichte. Auch davor so die Flick-Geschichte, wo ich da dem Hansi mindestens die Hälfte Mitschuld gebe, weil er unbedingt da den Posten haben wollte, den er jetzt hat. Da müssen wir auch nicht drum herum reden, ja. Aber ja, das war schon alles ein bisschen unglücklich. Ja, da hat mir halt einfach so die Souveränität gefehlt in den Pressekonferenzen dann auch. Muss man mal ganz klar sagen. Gerade von Olli und Brazzo, was da beim Nagelsmann abgezogen wurde, diese Schauspieler in dieser Pressekonferenz, war ja nicht sich anzuschauen.
Dass man Kalle jetzt zurückholen möchte in den Aufsichtsrat, ja, 100%. Also wenn er da Bock zu hat, hätte man das auch direkt schon machen sollen, wo er gegangen ist. Ja, du musst die Kompetenz haben, auch er super vernetzt, so Richtung Italien, Spanien und so weiter. Hat natürlich eine gewisse Expertise. Und ja, da bin ich auch komplett dabei, dass man jetzt nichts unbedingt übers Knie brechen muss, was die Kaderplanung angeht. Ich denke, mit dem Rummenigge, mit dem Uli, wenn man den Tuchel mit ins Boot nimmt, was ja auch so kommuniziert wurde jetzt. Und wie gesagt, der Christian Dressen ist unser Finanzvorstand 10 Jahre gewesen. Der weiß schon, wie man irgendwelche Verträge verhandelt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Und nochmal, dass ein CEO jetzt bei uns keinen Fußballhintergrund hat. Ja, eben. Ja, er war auf Finanzvorstand, da setzt du auch nicht irgendeinen Ex-Spieler hin, nur weil er ein Ex-Spieler des Vereins ist. Finde ich völlig legitim. Und wie man gesehen hat, ist er auch keiner, der sagt so, nee, das ist jetzt so, wie ich das entscheide, auch wenn ich sportlich keine Ahnung habe. Also er hat es ja klar kommuniziert, wie das ablaufen wird. Dass wir einen starken Sportvorstand brauchen, finde ich auch 100% true. Ja, du kannst jetzt nicht wieder anfangen und sagen, ja, ich setze da aber jetzt einen Arjen Robben hin, einen Ribéry, einen Philipp Lahm, Mehmet Scholl oder sonst wen, nur weil es ein verdienter Ex-Spieler ist. Nein. Nein. Dafür ist nicht die Zeit jetzt da. Ja, dafür sind wir auch mittlerweile ein viel zu großer Club. Ja, das haben wir mit dem Brazzo gesehen, den haben wir jetzt durchgezogen, obwohl es teilweise schon sehr früh gesehen hat, dass viele Sachen nicht passen. Wenn sich ein Spieler da einbringt, keine Ahnung, wenn er sich da die Sporen verdient woanders, alles gut, dann kann man das gerne machen. Aber jetzt zu sagen, bei so einem Club, ist halt immer ein Risiko. Klar könnte man das auch vielleicht nochmal riskieren. Wir haben ja gehört, wenn so ein Kalle da ist und so weiter und so ein Dresden und so weiter. Aber was bringt dir dann ein Sportvorstand, wenn dann trotzdem wieder die Männer die Arbeit machen müssen? Ja, und dann der Sportvorstand eigentlich da ist, um zu lehren. Das kann zu weit knicken. Lisa, stellen Sportvorstand ein. Weiß ich nicht, wer es wird. Grösche, Eberl. Ich hoffe nicht, dass sie noch einen Bierhof aus dem Hut zaubern. Dann weiß ich nicht. Dann wird hier ein Explosionsvideo auf diesem Kanal erscheinen, Alter. Den kann ich halt null. Ne, den kann ich null ab. Anderes Thema. Dann kannst du immer noch sagen, keine Ahnung, wenn da der langzeitige Plan ist, da irgendwie einen Ex-Spieler noch mit einzubinden, ja, do it. Nimm ihn da mit rein, kann er lernen von dem jeweiligen Sportvorstand oder Sportdirektor, je nachdem, als was man da eingestellt wird. Alles gut. Ja, aber wieder so eine einzelne Personalie dahinstellen, nein. Deswegen der völlig richtige Weg in meinen Augen zu sagen, da muss jetzt ein Mann hin, der Erfahrung hat, der weiß, was er tut und ja, das ist gerade wichtig. Ja. Und ich denke, wir sind gut aufgestellt mit dem Christian Dresen. Ich denke, der wird das Mir-Gefühl auch wieder an die Sebener Straße bringen, wenn das abhanden gekommen ist unter den Mitarbeitern und so weiter. Ich denke, das wird wieder alles ein bisschen offener sein. Und wie er es auch sagte, man hat es auch auf dem Platz gesehen. Ja. Diese ganzen Ich-AGs, die da rumgelaufen sind, so geht es halt einfach nicht weiter. Wie wir auch gehört haben, er wird sich jetzt ein Bild machen, hat natürlich dann einige Entscheidungen zu treffen. Auch die wird er mit Sicherheit nicht alleine entscheiden. Bin gespannt, was mit dem Neppe passiert. Ich glaube, dass er halt auch einen ganz großen Anteil daran hat, was der Brazzo so verpflichtet hat. Ich gehe fast davon aus, dass sehr wahrscheinlich auch sich verabschieden muss oder vielleicht einen anderen Posten kriegt. Ich weiß es nicht, man wird sehen. Ich denke, es wird auch davon abhängen, wen man als Sportdirektor verpflichtet. Ja. Man verpflichtet jetzt einen Sportdirektor, dann sagt man dem ja nicht, so wie es beim Brazzo halt nötig war, hier hast du noch mal einen Kaderplaner. Nee, der Sportdirektor ist ja eigentlich der Kaderplaner. Der braucht nicht einen extra Kaderplaner. Ja. Und selbst wenn der Sportdirektor dann Sportvorstand ist, braucht er nicht einen extra Kaderplaner. Was ist dann noch seine Aufgabe? Ne? Also weiß ich nicht. Ich denke, wenn man einen Sportdirektor vom Profil verpflichtet, wird man keinen Kaderplaner brauchen. Schwachsinn. Klar wird er irgendwie einen Assistenten haben oder sowas. Aber wie gesagt, da muss man mal abwarten. Ich denke, da werden wir die kommenden Wochen auch noch einiges hören bei uns. Und ansonsten
Ja, der Tuchel hat ja gestern auch schon in der Pressekonferenz gesagt, er ist jetzt nicht der weg ist. Ja, er wird da sein die nächste Zeit und er wird natürlich seine Wünsche äußern, spielertechnisch, und dann denke ich schon, dass da auch einiges ohne jetzt einen Sportvorstand umgesetzt wird. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir dann in kürzester Zeit irgendwie einen Sportdirektor haben, der sich da richtig reinfuchsen kann und so weiter und so fort. Ja, aber so ist es jetzt aktuell. Ja, und ich denke, es bleibt spannend. Mir persönlich hat die Pressekonferenz gut gefallen. Es war kein Rumgeeier, auch nicht vom Heiner, muss man auch mal ganz klar sagen. Hat mal ein bisschen Profil gezeigt, hat gesagt, was Phase ist und was Phase war. Und am Ende des Tages kann es nur besser werden, was unsere Außendarstellung, was unsere Vereinsführung anbelangt. Ja, das kann eigentlich nicht schlechter werden, so wie es die letzten Jahre war. Und es wird Zeit, dass dann einfach wieder Ruhe einkehrt bei uns. Ja, dass dann halt ein Trainer auch in Ruhe arbeiten kann. Und da ist in meinen Augen halt auch ein Sportvorstand wichtig, der dann halt sagt, der sich dann auch mal zur Presse stellt und sagt, bis hier und dann ist gut. Ja? Und nicht, dass der Trainer da immer steht und sämtliche Fragen irgendwas beantworten muss. Ich denke, das wird ein ganz wichtiger Faktor sein, die kommende Saison auch, um da gleich mal immer diese teilweise sehr, sehr dummen Geschichten halt dann im Keim zu ersticken, was das anbelangt. Ja? Ich sehe auch gerade, dass meine Cam wirklich ein bisschen hoch ist. Das hätte man natürlich noch mal ein bisschen anders machen können, aber ich denke, ihr seid ja auch nicht hier, um meine Pfanne zu sehen, ne? Eher, was ich so erzähle. Von daher, ja, jetzt nicht die super Erkenntnisse. Ich fand es aber gut, dass man die Story da mit dem Olli ein bisschen aufgearbeitet hat. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Lag aber auch daran, dass nur der Olli sich geäußert hat und nicht die Vereinsseite gestern. Von daher war das schon gut so, wie es jetzt gemacht wurde. Und ja, Leute, wir sind deutscher Meister. Trotz allen Umständen, ja. Und ja, wie gesagt, ich gehe der neuen Saison dadurch, dass beide weg sind, ja, Oli Kahn und ein Bratzo Salihamidzic auf jeden Fall gelassener entgegen. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Bratzo, nochmal, um das klar zu sagen, für mich musste gehen. Ja, es gab keine Alternative. Gar nicht jetzt so auf die Transfers bezogen, auch da kannst du natürlich super argumentieren, was gut war, was schlecht war, aber vielmehr einfach, ja, dass da nie dieser Rückhalt für den jeweiligen Trainer war. Auch beim Tuchel nicht. Intern vielleicht mag alles sein, aber von einem Sportdirektor bzw. Sportvorstand erwarte ich, dass er in die Bresche springt für den Trainer. Und das ganz klar vor der Kamera. Und wenn er sich in so eine Pressekonferenz mit reinsetzt, ja, um dann zu sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Ja, Punkt. Man muss sich nicht immer jeden Scheiß von irgendwelchen Pressevertretern gefallen lassen. Ansonsten muss man mal knallhart sagen, es wird jetzt vor den nächsten 3 Spielen keinerlei Pressekonferenzen mehr geben. Fertig. Man ist ja nicht dazu verpflichtet oder wird dazu gezwungen, eine Pressekonferenz vor und nach jedem Spiel abzuhalten. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Man muss da mal so ein bisschen wieder Einhalt gebieten. Ne? Wenn die Bild-Zeitung da jeden Scheiß schreibt oder sonst irgendwelche Blätter jeden Scheiß schreiben, ja, da muss man der Sache einfach mal knallhart Einhalt gebieten. Ne? Damit da einfach mal wieder Ruhe einkehrt bei uns. Ich denke, das wird eine wichtige Angelegenheit sein und ja, ich denke, wir werden spannende kommende Wochen haben mit dem einen oder anderen Personalentscheidungen noch. Gehe ich fest von aus und dann natürlich auch wird es interessant zu sehen sein, ja, welche Spieler wir eventuell abgeben, beziehungsweise für welche Spieler überhaupt Interesse da ist und wer kommen wird. Ja, oder ob man die Spieler wieder alle auf die richtige Spur bekommt. Aber wie gesagt, bei dem einen oder anderen Spieler sehe ich da eher schwarz. Aber das werden wir in meiner Saisonbeurteilung zu der Mannschaft, werde ich da ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, ob ich jetzt nochmal ein extra Video mache zum Bratzo und Olli aus, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich habe alles schon vorher in den 2 Videos gesagt und jetzt hier auch nochmal abschließend.
Ich finde es ein bisschen traurig, wie die Sache jetzt mit dem Olli zu Ende gegangen ist, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber wie man gehört hat, lag es ja eher am Olli, wenn er da unbedingt darauf bestanden hat, dass man ihn zwingend abwählen muss, anstatt da einvernehmlich zu gehen. Ja, weiß ich nicht. Weiß, der Olli ist ein Kämpfer und so und ihm liegt wahrscheinlich nicht zu sagen, so, ich gebe hier auf. Was dann okay ist, da muss man aber auch nicht rumheulen, dass man dann nicht an irgendeiner Meisterfeier teilnehmen darf. Ja, weil das ist dann selbst verschuldet, wenn man abgewählt wird. Dann ist das so. Punkt. Ja. Gut, das sind meine 2 Cents zu dieser Pressekonferenz. Ja, und ich bin gespannt, wie es die kommenden Wochen weitergeht. So Transfergerüchte mäßig und so weiter. Da werden wir mit Sicherheit auch hier auf dem Channel noch das ein oder andere zu bereden haben. Ich meine, aktuell ist ja noch einiges in der Schwebe. Wie geht's mit Hernandez weiter? Wie geht's mit Pavard weiter? Sind beides Verkaufskandidaten, wenn sie nicht verlängern wollen. Was dann auch völlig legitim ist. Pavard wäre schon ein harter Verlust, wie ich finde, weil er halt auch Rechtsverteidiger spielen kann. Aber auch da muss man Tuchel mit ins Boot nehmen. Wollen wir nächste Saison eher in der Dreierkette spielen oder ist Dreierkette überhaupt eine Option? Oder wollen wir stur eine Viererkette spielen? Dann brauchst du natürlich einen Innenverteidiger weniger und so weiter und so fort. Ja. Von daher, es wird interessant werden die kommenden Wochen und ich freue mich drauf und ich freue mich eigentlich jetzt schon mehr auf die neue Saison als wie die alte mit der Meisterschaft, weil, Leute, sind wir ehrlich, ja, wie wir Meister geworden sind, wissen wir selber nicht, glaube ich. Und die Leistungen waren unterirdisch. Ja. Aber, wie gesagt, da in einem anderen Video ein bisschen mehr zu. Das soll es gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, habt noch schöne 2 Feiertage, Pfingsten oder was ist, ne? Ja, Video zu der Einschätzung werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen, ne? Heute bin ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen klarer so im Kopf. Gestern war wirklich anstrengend mit den ganzen Emotionen und wie gesagt auch da mit dieser Olli-Geschichte, die dann da noch aufkam und so weiter, was jetzt ein bisschen klargestellt wurde. Von daher finde ich das gut und ich denke mal, morgen haben wir dann so ein Ding, wo man mal alles ein bisschen mehr realisiert hat und dann kann man auch mal ganz nüchtern ein Saisonfazit ziehen und vielleicht auch nochmal was zum Olli und Bratzo sagen. Gut. In diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein, bis dann, tschüssi.